Moie leiwalle Guten. Mein Numm ass Jerome Luling, an e Loléieremmer e bësse Letzebäuerch. An Haut schwätzemer iwwer den Artikel, den 1. März 2001 am Trierischer Volksfreund Nummer 51 Seite 9 veröffentlicht gouf. Ich mengen, dat war mein allerechten Interview, an das den Markus Stölp, den als do iwwer die Letzebäuerch Kuren op der Uni Trier gefrot huet. Den Titel: Wie herrscht dat auf Lützeburgisch? Universität Trier bildet Studierende in der Sprache des Großherzogtums aus. Das misst natürlich Sinn, wie hecht dat op Letzebäuerch? Der Journalist hat mir sein Artikel für drun net gewissen, an hin da sicher gemeint, das wäre so, beweist aber auch, dass es damals nach kein Google Translate gouf, kein Online-Diktionären an. Von daher muss man wohl entschuldigen. Man hat keine Nachfragen, das ist sicher wahr. Und dann habe ich schon mal direkt, Jerome Luling rechts sorgt an der Universität Trier dafür, dass das Luxemburgische erhalten bleibt. Und das ist auch ein Foto von Markus Stölp. Bon, das ist vielleicht aufgefallen, dass den Herr do, das sind nicht ich. Mir hier links, ja, das sind ich. Da war ich also Lehrbeauftragter oder Battle-Dozent, wie das auch noch genannt wird, auf der Uni Trier. Und das war keine ganz gute Zeit für mich, weder mental, noch finanziell, noch körperlich. Ich war da, wie soll ich sagen, nicht, en Französisch c'est des pas dans son assiette. Ja, schon meiner Doktorthese geschafft und war ein bisschen so lost in translation. Schon keine Perspektive gesehen am Lützebäuerischen. War definitiv eine unglückliche Zeit. Aber du komm eben die Offer für dürfen Kuren op der Universität zu halen, an den Herr heiriert, das ist den Professor Johannes Kramer. An ihn hat die Initiative ergraf für eben so Kuren op der Universität Trier anzubieten. Und zwar heute für dich mit Herrn Joseph Reisdorfer geschwärzt. Ich weiß nicht, die Seite am Wikipedia, dass er auch gesehen, dass es die Leute gibt, das ist schon nicht davon. Und der Joseph hat mich gefragt, ob ich ihm nicht will, dabei helfen. Und der Joseph ist auch ein großer Kenner von der Luxemburgistik. Ich meine, hier sogar das Wort Luxemburgistik erfunden. Und das immer noch Sprachprof für Latein und Französisch, 3 Doktortitel. Und da war ich natürlich ganz hoffrig, dass ich dann auch endlich mal enke dürfte Kuren halen. Und das Buch, das kennen vielleicht Spezialisten, das Lützebäuerisch für Alldach. Das aus 2000 rauskommen, und ich hatte auch der für Schreibweise davon zu kontrollieren. Selbstverständlich steht mein Numm nicht am Buch. Geht nirgends annimmt mir schon, das aber demnächst enke dürfen nur gucken. Ja, so was da eben.
Das war schon echt Zeichen. Jerome, das geht schief aus. Ja, da lesen wir mal, was da an dem Artikel steht. Trier. Was Studierende aus der Region als Dialekt verkennen, erscheint vielen Hochschülern aus anderen Teilen der Republik als das reinste Kauderwelsch. Lützeburgisch, die Nationalsprache des benachbarten Großherzogtums. An der Uni kann man sie erlernen. Ich kann die deutschen Studenten doch nicht für etwas bestrafen, was selbst die meisten Luxemburger nicht wirklich beherrschen. Jerome Lülling meint es ernst, und doch sorgt der junge Mann mit seiner Bemerkung für einige Erheiterung. Schließlich attestiert der Luxemburger seinen Landsleuten, dass sie ihrer eigenen Nationalsprache nicht ganz mächtig sind. Zumindest beim Schreiben hapere es noch gewaltig. Dass die meisten Lützebäuer ihr Lützebäuisch nicht beherrschen, scheint für Lülling gleichermaßen Ärgernis und Ansporn zu sein. An der Trierer Universität unterrichtete er in den vergangenen Semestern seine Muttersprache Luxemburgisch und stieß damit auf große Resonanz. Sein Kurs wird im Rahmen des Fachs Romanistik angeboten und ist so etwas wie ein Unikum im Lehrangebot auf dem Campus. Sprachen wie Chinesisch oder Japanisch sind mehr gefragt, doch kann auch Lülling regelmäßig mit mehr als 30 Teilnehmern rechnen. Initiator des Angebots war vor fast 5 Jahren Professor Johannes Kramer, zunächst finanziert aus dem Etat des damaligen Unipräsidenten Professor Rainer Hettich, überstand das Projekt die Probephase. Ich habe mir gedacht, wenn nicht hier, wo dann? Bringt Romanist Kramer seine Beweggründe auf den Punkt, dass es sich beim Lützeburgischen um eine klassische germanische Sprache handelt, war für den Professor schon deshalb kein Problem, weil Kramer auch Niederländisch studiert hat. Vom Angebot machen nicht nur Hochschüler aus dem moselfränkischen Sprachraum Gebrauch. In Lüllings Kurse schrieben sich auch Finnen und Franzosen ein, und selbst ein Japaner wollte der Sprache des Ländchens mächtig werden. Das war der Natsushi. Lülling und Kramer räumen mit Irrtümern auf, die sich vor allem bei vielen Menschen in der Trierer Region hartnäckig halten. Schon die Annahme, beim Lützeburgischen handele es sich nur um einen dem Deutschen verwandten Dialekt, ziele daneben. Vielmehr müsse man von einer sogenannten Ausbausprache reden, die sich noch in ihrer Entwicklung befinde, vergleichbar mit jenem Prozess in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts, als sich dort eine eigene Volkssprache herausbildete. Der Grund: das niederländische Volk bestand darauf. Ganz so ausgeprägt scheint das Verlangen vieler Luxemburger nach einer eigenen Sprache nicht zu sein. Lülling ärgert sich über die Hemmungen seiner Landsleute und vor allem über die Schulpolitik der letzten Jahrzehnte. Das war schon eine Form von kultureller Euthanasie, was in unseren Schulen betrieben wurde, ereifert sich der Luxemburger. Bis vor wenigen Jahren sei der Unterricht seiner Landessprache nur unter ferner Liefen gelaufen. Als Folge davon seien die wenigsten Luxemburger heute in der Lage, einen Brief in der eigenen Nationalsprache zu verfassen. Selbst Behörden täten sich damit schwer. Dabei schreibe ein Gesetz öffentlichen Stellen inzwischen vor, lützebäuische Anfragen auch auf Lützebäuisch zu beantworten.
im Rahmen der Möglichkeiten, wie es einschränkend heißt. Auf der Suche nach Gründen für den eher beschränkten Rahmen der Möglichkeiten hat Kramer auch ein Generationenproblem ausgemacht. Ältere luxemburgische Intellektuelle hätten Luxemburgisch lange als minderwertigen Dialekt angesehen. Schon aus historischen Gründen sei die französische Sprache über Jahrzehnte bevorzugt worden. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Nationalsprache finde so auch im eigenen Land bislang kaum statt. In Trier steht die praktische Auseinandersetzung mit Lützeburgisch an oberster Stelle. Wobei Lulling sich nicht darauf beschränkt, seinen Studierenden das Sprechen beizubringen, daneben informiert er auch über kulturelle und historische Hintergründe des Ländchens. Und natürlich steht das Erlernen der Schriftsprache auf dem Programm. Doch weshalb lernen Hochschüler eine Fremdsprache, die gerade mal von rund 250.000 Menschen gesprochen wird und die noch dazu des Deutschen und Französischen mächtig sind? Weil es viele Absolventen aus beruflichen Gründen auf den kleinen, aber feinen Arbeitsmarkt des Nachbarlandes zieht und weil einige Studierende darauf spekulieren, einen leichten Seminarschein zu ergattern, wie Lulling freimütig einräumt, womit sich allerdings schon der ein oder andere Romanist oder Germanist verspekuliert hat. Der Sprachkurs findet im Semester dienstags von 2 bis 16 Uhr statt. Teilnehmen können auch Gasthörer. Voilà. Mein allerersten Interview. Ich meine, das ist mein allererstes Interview gewesen. Kann man sagen, das ist schon erstaunlich. Wie ihn so Sachen vergisst. Mit dem muss er das für mich, wow, mega genial, sind an der Zeitung. Ja. Dazu geht aber auch noch der den oder einer zu so nur noch ein bisschen Zeit. Oh, das ist aber schon 13 Minuten bei. Ja, für mich im Nachhinein, wo ich das nachher gelesen habe, wow, diese Satz, das war schon eine Form von kultureller Euthanasie, was in unseren Schulen betrieben wurde. Ja, das ist natürlich bisschen brutal, ging ich so an Demos und ich diese Satz nicht kannt. Und zwar, weiß ich nicht, stehen. Das ist vom John Lennon. Voilà, das Lied Imagine. Und hin hat zu dem Lied Folgendes gesagt: Now I understand what you have to do. Put your political message across with a little honey. Bon. Kulturell Euthanasie, do as null Honey, kein Hunisch. Ich hätte das viel mehr diplomatisch sollen ausdrücken und zum Beispiel so, du gehst ein Defizit. Aber ich war damals wahrscheinlich noch nicht im Aufschluss von meiner Lycée-Zeit, wo auch nach lang nicht alles ganz glücklich über die Bühne gegangen ist, muss man mal so ausdrücken. Und vielleicht war ich noch ein bisschen frustriert oder gemeint, ich müsste denen mal den Spiegel für und da anhalten. Aber das lehrt dem mit der Zeit, dass vielleicht als junger Mensch nicht immer so eine ganz glückliche Decision. Das tun verschiedene Leute nicht ganz gern. Und das tun ich eben dann auch recht mich spät verstanden wahrscheinlich. Aber wie das so viel geändert gouf an am Gangen das zu ändern, hatte ich schon recht, gell? Weil die ganze Schulpolitik wird ja im Moment auf den Kopf gestellt und Lützeburg kriegt ja eine ganz neue Stelle wert. Also, das ist nicht falsch, werde ich so. Aber das wie den John Lennon so, packe dann ein bisschen Honig rundherum.
Und muss darfst halt nicht so brutale Leute und gesieht so. Es hat aber auch do mit andere Leute schon drüber geschwärzt. Ich sind nicht die Einzigen, den sich da froh gestaltet. Ich erinnere mich an Gespräche mit Guy Bersch, ja, auch ganz große Kenner von der Luxemburgistik, mit Jean-Paul Hoffmann, ja, dem sie ich auch schätzen. Und natürlich mit Herrn Schanen, weil ich ihm erbischte konnte, hatte ich natürlich einen riesen Vorsprung. Und ganz gut Gespräche mit Nico Weber. Ja, also das war wirklich immens flott, wenn wir miteinander geschwärzt haben. Und diese Kap, noch schüsse Kap gerisselt, was da auflebt. Aber leider ist der Nico 2004 gestorben. Weil hier war auch voll auf dem Trip von der Computerlinguistik. Tja, also Pleiten, Pech und Pannen. Personen, aber es war eben damals so. Und schon da dann die erste Kehr dürfen Kuren halen. Ich hatte wenigstens das, ne? Bis zu Kontakt einmal mit den Studenten, das war schon flott. Muss ich sagen, verdient und ich quasi nicht, aber das war nicht so wichtig. Es war mehr flott, überhaupt dafür Kuren zu halen und noch auf einer Universität. Und das, wann der Mensch ein bisschen Reklam, was schaffen ich lo? Grammaire.lu, ein Online-Grammaire für die Lützeburg, und dann könnt ihr heute zum Beispiel eine Sammlung mit Online-Diktator, autokorrektiven Diktator, immer noch, also die Schreibweise spielt immer noch eine große Rolle. Viele Leute wissen immer noch nicht so richtig, wie es geht. Ich selber auch nicht, ich muss immer nur gucken, das ist nicht so evident. Und die haben immer eine Sache geändert. Wenn ihr da so ein Diktat macht, dann habt ihr die Audiospur, könnt ihr auflöschen und dann den Text antippen, und dann redet auf das blaue Knäppchen und dann kriegt ihr alles verbessert. Ja, das war es aber schon nicht. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf exercice.lu, Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu, ich bin auch auf Facebook und auf YouTube, und danach mein Bücher 170 Witze auf Letzteburgisch, Verbentabellen auf Letzteburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.